Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. Und das stört mich jetzt schon die ganze Zeit. Hier ist immer ein Schinken. Da haben wir nämlich die Lebensenergie wieder aufgefüllt. So, hier mal ein bisschen Ruhe vor dem ganzen Wetter da draußen. Boah, die müssen ja high wie noch was sein. Wenn sie die ganze Zeit hier solche Räucherschale haben. 4 Uhr morgens, Hemmers. Ist er noch wach oder pennt der? Der ist noch wach. Ach du liebe Zeit. Also, übelst. Hier hast du das Ding. Obwohl, vorher nochmal das hier. Der Novize Nyras hat den Verstand verloren. Er faserte davon, dass der Schläfer zu ihm gesprochen habe und ihn als einzigen Diener auserwählte. Dann griff er mich sogar an und wollte mich töten. Die Macht des Schläfers ist so gewaltig, dass sie unvorbereitete Seelen in Verwirrung stürzen kann. Nur wir Gurus haben durch jahrelanges Meditieren die seelische Stärke gewonnen, die Stimme des allmächtigen Schläfers zu ertragen. Dann scheint es wohl eher am Schläfer zu liegen als am Fokus. Ich habe den Fokus gefunden. Hervorragend. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Bring nun den Fokus zu Kor Kalom. Er wird wissen, was zu tun ist. Okay. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Da du kein Bruder unserer Gemeinschaft bist, werde ich dich entlohnen. Nimm dieses Amulett als Zeichen meiner Dankbarkeit. Naja, besser als das von Raven kann es wohl nicht sein. Ja, ich mache hier schon Platz, Opa. Ist doch gut. So. Nicht, dass ich nochmal niedergemacht werde. Schutz, Amulett der Flammen, Schutz vor Feuer 10. Ich mich verarsche? Ach Gott. Na gut. Er will mich verarschen, will mir nur so ein Schampel hier geben. Na gut, ist mal wieder Handelsware, die ich teuer verticken kann. Okay. Allmählich berichte morgen, aha. Jetzt ist allein irgendein Kloß habe ich im Hals, der nicht fortgehen will. Schrecklich. So. Die müssen sich auch nicht wundern, wenn sie irgendwann die Freck kriegen, wenn sie die ganze Zeit da draußen im Regen stehen. Okay. Dann ab zum Chorus. Mal gucken, was der sagt. Würde mich halt immer interessieren. Baal steht ja anscheinend für die Gurus. Chor, keine Ahnung. Das haben auch viele von der Templer, dieses Chor davor. Das muss wohl auch irgendwas bedeuten. Aber ein Guru, vielleicht sowas wie Meister oder so. Baal steht vielleicht einfach nur für Guru oder was. Chor sowas wie Meister. Und I ist ja wohl Y, Apostroph, muss ja wohl nur für der Overgoscher hier zuständig sein. So, bitte. Iberion schickt mich. Ich habe den Fokus. Ah, der Fokus. Jetzt kann ich mich endlich den Studien über die Magie dieser Artefakte widmen. Wenn ich nur ausreichend Sekret hätte. Verflucht. So, noch einmal. Drücken, pressen wir noch mal was raus. Iberion sagt mir, du würdest mich entlohnen, wenn ich dir den Fokus bringe. Tatsächlich? Hat er das gesagt? Nun gut. Ich denke, 50 Erz sollten reichen. Ja, genau. Was ein Geizknorzer. Sekret? Ja, wie du sicher schon weißt, stelle ich die Elixiere für die Anrufung des Schläfers her. Ich benutze dafür das Sekret aus den Zangen der Mindcrawler. Du weißt doch, was Mindcrawler sind. Ja, ich weiß, was die sind, aber Secret der Mindcrawler, wie der das ausspricht, Alter. Ja. Ausgezeichnet. Erzähl weiter. Also, ich hatte vor kurzem eine Vision vom Schläfer persönlich. Er gab mir ein Zeichen. Er gab mir zu verstehen, dass es ein anderes Mittel gibt als das Sekret der Zangen. Und er wählte mich, diese Mission weiterzugeben. Du bekommst diese Mission nicht von mir, du bekommst sie vom Schläfer. Nicht möglich. Toll. Schweig, Narr! Er gab mir zu verstehen, dass mein Weg richtig ist, nur dass das Mittel nicht stark genug sei. Das bedeutet, das Mittel, was wir suchen, finden wir bei den Mindcrawlern. Nur die Zangen sind nicht ausreichend. Es muss etwas anderes geben. Habt ihr die Mindcrawler nie untersucht? Ich meine, vielleicht gibt es ein anderes Körperteil, das mehr von dem Sekret enthält. Natürlich haben wir schon einige Mindcrawler seziert, aber nur ihre Zangen scheinen das Sekret zu enthalten. Es muss etwas anderes geben. Finde ihr Nest und du findest die Antwort. Okay.
Blutiges Abenteuer, da kriege ich Heiltränke. Finstere Suche, da kriege ich dann Lichtzaubersprüche. Okay, machen wir erstmal hier. Wo finde ich die Minecrawler? In der alten Mine. Mach Sache. Und hier nochmal. Wie kämpfe ich am besten gegen die Minecrawler? In der Mine sind Templer. Sie jagen die Crawler wegen ihrer Zangen. Wende dich an Gornavid. Er wird dir helfen. Wissen wir Bescheid. Wie soll ich in der Mine das Nest finden? Das ist der schwierige Teil der Mission. Ich kann dir weder sagen, wo noch was du suchen musst. Aber der Schläfer wird bei dir sein. Na, dann Ja. bin ich ja beruhigt. Sehe ich auch so. Heiltränke sind da etwas wichtiger. Das wird bestimmt ein blutiges Abenteuer. Nimm diese Heiltränke mit. Ich gebe sie dir nicht, weil ich unbedingt will, dass du am Leben bleibst, Toll. sondern weil diese Aufgabe erfüllt werden muss. Weiß ich Bescheid. Gut. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Oh, das ist gerade so kracht, ja. Okay. Wissen wir ja auch Bescheid. Dann geht's jetzt hier runter auf der Leiter und dann gucken wir nochmal. Ich glaube, pro neue Kapitel haben auch die Händler wieder neue Ware. Deswegen mache ich gerade hier nochmal reingucke bei dem. Hallola. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Ja, sehr schön. Wusste ich's doch. Wenn man mit den Typen wieder in einem neuen Kapitel labert, dann haben die auch wieder ihr Ware neu. Zumindest haben sie wieder Erz parat, was man ihnen abziehen kann. Das finde ich natürlich auch sehr praktisch. Ach ja, ach ja. Aber ab jetzt springen die Kapitel halt richtig. Ich meine, wir müssen jetzt einfach in die alte Mine reingehen und müssen da noch was erledigen. Und wenn wir das gemacht haben in der alten Mine, dann können wir auch direkt Gardist bzw. Magier werden. Also da geht's relativ fix ab jetzt. Und wenn man sich dann erstmal für sein Lager entschieden hat, dann kriegt man relativ schnell wieder die Upgrades. Man bleibt nicht besonders lang Schatten. Okay. So, lala. Ah, das dauert immer ewig und 3 Tage, bis man den Scheißdreck rübergezogen hat. Mein kleiner Finger stirbt mal auch langsam weg. Oh Gott. So. Und andere Finger drauf lege. Das ist ja schrecklich. Hab irgendwie die dumme Arggewohnheit, ständig mit dem kleinen Finger da drauf zu gehen auf die STRG-Taste. Okay. Der hat nochmal ganz andere Schwerter. Dann können wir jetzt hier Zeug verkaufen. Zum Beispiel hier das Harnisch-Amulett. Können wir verkaufen. Und dann können wir noch andere Quatsch verkaufen. Zum Beispiel hier das Kampfschwert. Und das hier auch noch. Und dann legen wir noch einen Pfeil drauf. Und dann ist gut. Perfekt. Sehr schön. 400 Erz haben wir wieder. Gerade mal gucken. Ja, 6 Uhr morgens müsste es jetzt sein. Das heißt, wir können auch nochmal mit dem Fortuno quatschen. Ob der nicht eventuell noch was hat für uns. Huch. Wenn er gerade nicht auf dem Tisch rumschwebt. So. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. So, die auch noch. Und dann Ich will... Was willst du? bla bla bla. Okay, die hat anscheinend nichts Neues mehr parat. Na gut. Gut. Dann haben wir soweit alles hier. Dann würde ich aber gerade noch sagen, dass ich nochmal zum alten Lager zurückkehre und nochmal so einen Zwischenbericht abliefere. Einfach, dass die Bescheid wissen. Das Korkalom einer von den magischen Foki hat. Wundert mich aber, dass die Magier, als sie die Barriere erschaffen haben, sowohl die Feuermagier als auch die Wassermagier, dass die dann nicht ihr Foki mitgenommen haben, nachdem das schiefgelaufen ist. Ich meine, klar, sie waren dann selber eingesperrt. Sie sollten eigentlich von den Punkten aus kontrollieren. Wobei hier bei der Meeresklippe finde ich eigentlich, dass es relativ wenig ausgeartet ist. Also bei der Meeresklippe ist die Barriere nur um einen Tick weiter noch hingegangen. Das ist jetzt nicht erheblich weitergegangen. Halt bis zum Sumpf noch. Ursprünglich wird es wahrscheinlich der Sumpf nicht mehr mit eingeschlossen haben. Sondern war wahrscheinlich ursprünglich auf den Wald hier vorne begrenzt.
könnte ich mir vorstellen. So. Also wir werden von der Nefoki auf jeden Fall noch im Laufe des Spiels ein bisschen mehr sehen. Dann können wir uns auch in etwa vorstellen, wie die Barriere eigentlich hätte aussehen sollen. Sprich, von wo weit bis wohin die hätte gehen sollen. So, jetzt haben wir wieder ordentlich Marscharbeit vor uns. So, auf dem Rückweg gibt es auch wieder ein paar Viecher zu erlegen. Zup, zup, zup. Dort dürften nämlich auch wieder ein paar gespawnt haben. Ja, da drüben ist auch noch ein interessantes Gebiet. Da führt es aber erst wesentlich später hier. Das wird dann auch noch sehr spaßig. Hallo. Varan, komm her. Na? So. Aber der kann mir ja so gut wie gar nichts mehr haben. Das ist äußerst praktisch, wenn diese Viecher so gut wie gar keinen Schaden mehr verursachen. Der müsste es wahrscheinlich ewig und 3 Tage an mir rumknabbern, um überhaupt irgendwie Schaden zu machen. So. Scavenger kriegt auch noch was auf der Washing. Da hinten schwirrt noch eine Blutfliege einsam in die Gegend rum. Komm her, du. Na, komm her, du. Alter, Blutfliege. Zzt. So. Aber dafür kommt sie sofort Argfloge bereit zum Kampf. Das sind schon ziemliche Mistviecher. Zuerst flitzen sie in der Gegend rum und dann attackieren sie sofort. Ein Wolf und eine Blutfliege. So. Wölfe sind mittlerweile auch absolut kein Thema mehr für mich. Und da schwirrt noch eine Blutfliege durch die Gegend. Na, komm mal runter. Pff. Steht so und fliegt dappig in der Gegend rum. Blutflieger. Komm her. So. So wird's gemacht. Na, Allah. Geht doch. Okay, da schwirrt noch ein Varan rum. Das war mal ein guter Treffer. So. Da haben wir noch einen Scavenger. Das ist jetzt, 6:55 Uhr. So allmählich dürften sie auch hier im alten Lager aufstehen. Während ich die ganze Nacht durchgeschafft habe, dürften die allmählich auch wach sein hier. Gerade mal gucken, ob hier beim Mole Rat Nest auch noch was ist. Ja. So ist natürlich auch noch mal ein bisschen was nachgewachsen. Dann kommen wir her. Ups. So. Interessant ist ja auch, dass die Tiere hier natürlich auch eine Schlafzeit haben. Scavenger zum Beispiel, die schlafen so ab Mitternacht. Und Schattenläufer sind nachts überhaupt erst aktiv und die schlafen dann tagsüber. Jetzt ist es 7. Jetzt dürften die Leute allmählich aufstehen. Gut, dann nutzen wir das doch gleich mal aus und gehen wir auf den Marktplatz und babbeln da noch mit ein paar Kollegen. So. Erst noch ein bisschen Fleischbrote. Das gehört einfach dazu. Und danach können wir nochmal auf den Marktplatz gehen und nochmal mit ein paar Händler schwallen. Eventuell haben die ja nicht nur neue Ware, sondern möglicherweise haben sie ja auch neues Erz im Sack. Was man ihnen abluchsen kann. Als weiter. Gut, mehr geht nicht mehr. Gut. Ist dann nur jetzt schon alles auf der Bär. Nur ein paar Butler. Verlass dich auf jemanden unter Biss verlassen. Das ist auch sehr klug. Für Gomez. Ja, ja. Zeig mir mal die Ware. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Natürlich. Käse hat er aber, weiß ich. Käse möchte ich auf jeden Fall. Apfel und Brot. Okay, das ist alles nur Schampel. Was haben wir dann, was wir noch geben können dafür? Oh, ich hasse es, wenn dann die Grafikprobleme hier wieder auftauchen. Fälle eines Schattenläufers. Tja, das ist etwas zu viel, glaube ich. Ich höre nicht mehr auf das Gefahren, du meinst? Rasiermesser. Okay. Dann brauche ich nur noch irgendetwas im Wert von Ens. Oder nicht? Doch. Sehr schön. Ey, Quatsch. Ich dachte, das wäre schon. Ich brauche was im Wert von Ens. So.
Du warst doch. Nochmal. So, Pfeil. Zack, bitteschön. So. Okay, der hat schon mal nichts Neues gehabt. Du ist die Hütte vom Fisk. Hi. Moin, Kumpel. Sprich mit mir. Fisk? Für Gomez. Mindestens. Zeig mir deine Ware. Ah, der hat wieder was. Rostiges Schwert, ansonsten. Ah, der hat auch noch Großspielmasto Kaferkonten bei dem in der Burg. Okay. Dann müssen erstmal die 510 Brocke Erz bewegt werden. Aber ich glaube, bessere Waffe als die ich jetzt im Bullet abgeluchst habe, gibt's erstmal nicht. Das war eigentlich auch schon eine ziemlich gute Waffe, muss ich sagen. 42 Schadenspunkte für relativ wenig Stärke ist schon ziemlich heftig. Merkt man halt auch die gute Schwerter. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel auch wieder eins hätte, wie das grobe Schwert macht nur 20 Schaden und braucht trotz allem 820 Stärke. Das zeigt schon auch, dass es ein ziemlich murksiges Ding ist. Diese rostige Zweihänder sind auch nichts anderes als Standard. Die machen nicht besonders, die machen zwar recht viel Schaden, aber brauchen auch extrem viel Stärke dafür. Sodele. Da bleibe ich lieber bei dem, was ich habe, bei dem, was 42 macht. Da bin ich auch noch gut geschult in Einhänder und da mache ich ordentlich Schade damit. Von daher, das ist vollkommen in Ordnung. Alter Falter, ich wünschte, ich könnte es halt einfach nur mit einem Klick rüberziehen, beziehungsweise noch eintippe, wie viel ich hätte. Wie viel ich gern davor hätte. Das ist so dermaßen ätzend. So, noch einmal. So, jetzt nochmal die rechtliche. Gerade mal gucken, was er jetzt wirklich hat. Das beste, was er hat, ist das Kampfschwert für 33 Schaden. Und gucken wir mal, was wir verticken. Nochmal so Harnisch-Amulett können wir verticken. Wir können außerdem noch hier so leichte Armbrust. Ja, leichte Armbrust können wir verticken. Rostiges Schwert. Ganze irgendwas für 100 oder so im Wert. Gerade mal gucken. Komm, verticken wir den ganzen Müll erst einmal. Macht doch nämlich ein bisschen mehr Ruhe dann später. So. Ah. Yes, es hat jetzt auch zum dritten Mal. Der letzte Scheiß, der letzte Scheiß, der letzte Scheiß. Also es geht langsam echt auf den Sack. So, da noch einmal. Oh, gucken wir gerade nochmal. Wir haben doch hier auch nochmal jede Menge Schampel. So, zack, zack, zack. Und etwas im Wert von 6 bräuchte man noch. Oder im Wert von 1. Dann haben wir es gepackt. Ne. Und zum Schluss nochmal hier. Genau, krieg ich nochmal einen Pfeil. Ah, nein. Zurück. Nein! Ach, fick dich. Sorry. Nee, das war jetzt dumm von mir. Jetzt ist das alles wieder vorbei. Egal. Ich komme später auch nochmal ins alte Lager. Da mache ich das dann nochmal. Ich sehe es jetzt nicht mehr ein, mir die Zeit zu nehmen, den ganzen Scheiß nochmal zurückzuziehen. Vergiss es. Das machen wir nicht. Okay. Wie schaut's? Ah, da sind ein paar vom Galger. Neu hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Achso, den hatten wir ja schon. Pff, Dummschwätzer. Das sind Leute vom Galger oder vom Galger-Podest. Gut, dass ich dich treffe, mein Freund. Ach, der wieder. Wie sieht's mit deiner täglichen Unterstützung aus? Deine 10 Erz sind wieder mal fällig. Nein, ich bin mittlerweile Schatten. Ich werde nicht mehr zahlen. Du hast schon genug gekriegt. Du enttäuscht mich. Von nun an sind wir keine Freunde mehr. Du wirst selber aufpassen müssen, dass du nicht von üblen Halunken niedergeschlagen und ausgeraubt wirst. Ich kann ganz gut auf mich selbst aufpassen. Das werden wir ja sehen. Ja. So. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Ach, ich denke, mittlerweile würde ich dich locker packen, du Arschgeig. Uch, was geht denn hier ab? Das passiert mir nicht nochmal. So. Hochverehrte Erzbarone, geehrte Gardisten, Schatten und Buddler, ich präsentiere Ihnen In Extremo.
Ja, das ist auch das Lied Herr Mannelich von In Extremo. Für Gomez. Und das ist der unser Probleme lösen kann, obwohl er nur Butler ist. Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt sich hier richtig gut leben. Und woher kriegst du dein Erz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, kann ich dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Lot kommt. Okay. Kannst du mir sagen, wer von den Schatten hier zu den einflussreichen Leuten gehört? Du willst die richtigen Leute beeindrucken, hm? Diego hat von allen Schatten am meisten zu melden. Zu seinen Vertrauten zählen Fingers, Whistler und Sly. Dexter und Fisk verscherbeln ihre Sachen auf dem Marktplatz. Sie haben viele Kunden, selbst unter den Gardisten, und sind dementsprechend einflussreich. Und dann wäre da noch Sketty. Er leitet die Arena, bestimmt, wer kämpft und so. Es gibt viele hier. Ja, das ist schon bla bla, das wissen wir ja eigentlich alles schon. So. Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Wie? Nun, sagen wir mal, du hast Ärger mit Taurus. Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Taurus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir es einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Taurus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Taurus ist wieder auf deiner Seite. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Dein Erz. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. So kann man schon ziemlich gut leben. Ich probiere es jetzt einfach mal. Kannst du mir helfen? Ich glaube, ich habe Ärger. Ich denke schon, aber ich warne dich. Die Sache kann dich zwischen 100 und 500 Erz kosten. Okay, ich habe mit niemand eigentlich Ärger. Okay. So, ein bisschen weg, dass ich mal mich auch wieder spreche hört. Ja. Hoch komme ich nicht zu, ne, und eine Charlotte steht auch noch vorne drauf vorm Podest. Was wollte ich eigentlich? Genau. Ich wollte noch mit Raven sprechen und einen Zwischenbericht abliefern. Taurus steht auch noch nicht vorm Tor. Aber der lebt auf jeden Fall hier in der Burg. Sodele. Wo hämmern dann? Der Rabe, da steht er. Hallo. Hallo. So, bitteschön. Ich will einen Zwischenbericht abgeben. Gut, ich bin gern gut informiert. Ich weiß noch nicht genau, was Sie vorhaben. Was belästigst du mich dann? Okay, das war ziemlich dämlich. Und Lass hier mich los. mal durch. Ja, natürlich. Okay. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Na gut. Das passiert mir nicht. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt doch noch mal zu Fisk und will das in der Episode doch noch geregelt haben. 500 Erz sind halt 500 Erz. Anna Hopp. So. Die können weiter hier der Herr Mannelich von weiter hier spielen. Was ist du von? Ist ja von In Extremo tatsächlich das Lied. Das muss ich auch sagen, war das erste Mal 2001, dass ich wirklich mit In Extremo mal in Verbindung gekommen bin. Eben durch das Spiel hier. Okay. Fisk, Fisk, Fisk. Ich will wieder dein scheiß Erz haben. So, da sitzt da wieder der Knödelkopf. Für Gomez. Willkommen. Ja. Zeig mir deine Ware. Ja, natürlich. Okay. Noch einmal für ganz langsamer und nochmal für ganz blöder. Als rüber damit. Und dann mache ich es nochmal richtig. Oh, das war so ätzend. Einfach auf zurück und dann ist das ganze Zeug wieder weg. Das ist so nervtötend. Wie dem auch sei. Ist auch ein wunderschöner Bildschirm jetzt, wie wir es ausgewählt haben. Überall Gestrüpp. Links ist so ein bisschen rot vom Gardist zu erkennen und ab und zu muss er Visage. Und durch das Loch vom Gestrüpp ist die hässliche Visage von unserem Spielercharakter zu sehen. Das ist aber auch schon ein ziemlich ekliger Typ, muss ich sagen. Der hat auch so breit die Schweinenase hier, den Typ, der mal spielt. Und er bleibt halt auch immer namenlos. Ich finde es eigentlich in Ordnung, wenn Charaktere namenlos bleiben. Ich finde es auch in Ordnung, wenn
wenn Charaktere auch nichts sprechen, zum Beispiel jetzt, ja, wie zum Beispiel auch Chrono, in Chrono Trigger. Aber, ich mag es einfach, wenn Charaktere sprechen und wenn Charaktere einen Namen haben. Und er hat ja offensichtlich auch einen Namen, aber er darf nie sagen. Er sagt immer, ich bin, und dann, das interessiert niemanden. Also, es hätte mich eigentlich schon interessiert, wie er heißt. Das ist eher so ein Running Gag, dass man hier nie erfährt, wie der Typ eigentlich heißt. Aber mich persönlich hätte es schon interessiert, wie er eigentlich heißt. Ich weiß nicht, ob das mal im Nachhinein einfach mal bekannt geben wurde, wie der eigentlich heißt, aber wäre mir neu. Wüsste ich aber trotzdem gern, wie er tatsächlich heißt. So, jetzt noch einmal. Flammenschutzring, das ist eigentlich absolute Quatsch. Das nochmal für 100 und dann nochmal etwas für 10. Da haben wir doch bestimmt genug Krusch. So, zack, zack, und es passt. Allerhaupt. Gut, dann können wir jetzt auf jeden Fall auch zu der Minecrawler los. Das heißt, wir können jetzt auch nochmal Richtung alte Mine marschieren. Aber ich würde sagen, ich lasse es einfach vom Tor gut sein. Und wenn wir vom Tor sind, kann ich da auch auf jeden Fall meinen Cut setzen. So, da. Warum passiert was, ja. Ich freue mich aber auch, warum du Arkewe war, dass man Probleme mit Diego, mit Torus oder mit Gomez hat, wenn man sie gar nicht hat. Das ist schon etwas merkwürdig. Hey, hast du schon gehört? In Extremo ist hier. Sie sind drüben auf der Bühne. Schnell, sonst versäumst du noch den Auftritt. Okay. Ach ja. Wobei die ja eigentlich keine Gothic-Musik spielen, sondern eigentlich eher Mittelalter-Folk bzw. Mittelalter-Rock. Das sind mal ein paar, die Klamotte haben, die ich auch gehabt habe. So, und was macht er dann jetzt? Okay, jetzt klatscht er und singt Ahmed dann rum. Okay, eigentlich wollte ich nochmal zu Diego gehen, aber ich glaube, das kann ich mir eigentlich auch sparen. So, noch einmal. Gut, dann werde ich aber sagen, ich mache jetzt hier draußen wirklich meinen Cut. Und wir sehen uns dann mal wieder zur Let's Play Gothic aufpelzig, wo es dann in Richtung alte Mine geht, um das Nest der Minecrawler zu suchen. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.